Herzlich willkommen zurück bei einer neuen Episode von Comedy Luxemburgs Finest Metal Podcast. Das geht am Gilles, und zwar Monolog. Das geht ich zurück auf eine Band, wo mir persönlich ganz wichtig ist und wo es natürlich auch ganz viel Kontroversitäten gibt über hier Bandkarriere. Und da habe ich mir gedacht, ich komme noch etwas zurück, mit dem ich ganz frei in Kontakt gekommen bin. Eine Band, wo man ganz wichtig ist, für einen Gitarrist, wo man auch viel mehr wichtig ist, weil dem mich wirklich geprägt hat an der Spielerweise, an der Idee, wie er gespielt und das hat mich einfach motiviert, auch wenn ich heute noch nicht Gitarre spielen kann, mehr für Gitarre zu lernen. Und da schwätze ich von der italienischen Band, wo es noch immer gibt, aber ganz viele Sachen dazu so gibt, dass die italienische Band Rhapsody of Fire, wo ganz viel nimm hat oder hat, an ganz viel Aufspaltungen an neue Bands, wo so einen ähnlichen Namen haben. Da habe ich mir gedacht, das ist nämlich voll mein Schien, und habe ich mir gedacht, dann erzähle ich mal, was ich dazu zu sagen habe. Und wo fangen wir bei ihnen an? Sie geht schon extremst lang, von denen so guckt. Rhapsody, wie sie ganz am Anfang geheischt haben, oder nach filmifrei 1993, als unter dem Namen Thundercross holt sich den Luca Turilli auf der Gitarre, den Alex Deropoli, den Daniel Carbonera an schmengen da war den Sänger noch nicht dabei, da war da aber schon eine Idee gehen, wie die Band oder was die Band ging machen. Was mischt die Band? Für allem mischt die Band symphonische Power Metal gemischt mit ganz vielen neoklassischen Elementen, zum Anfang von der Karriere. Und sie haben sich die Aufmerksamkeit als an Blutgang, wie sie 97 ihren Debüt Legendary Tales rauskommen. Und was sie generell auf all ihren Alben gemäht haben, sie haben immer eine Fantasy-Geschichte erzählt. Und das ist noch keine Fantasy-Geschichte, wo an irgendeinem Buch steht oder so. Da muss ich da schon den Hut auftun für den Herrn Luca Turilli, wo sich da eine Story evaluiert wird, eine typisch Fantasy-Story à la Base von Lord of the Rings oder von Wheel of Time. Und da geht es um die famose Emerald Sword Saga, wo sich über ein Jet-Alben gezündet hat, und die hat dann mit dem Debüt Legendary Tales für sie dann angefangen. Das Jahr drauf, als schon direkt Symphony of Enchanted Lands rauskommt, das war den Album, wo ich für die erste Kontakt kam mit ihnen. Und ich weiß noch genau, das war ein ganz spezifische Cover. Ich meine, das mega kitschig schaut, wenn ihr das guckt. Mit einem Cover ganz blau an einem mega fette roten Draht mit einem mächtigen Krieger, mit einem mächtigen Schwert, das blinkt wie sonst nicht ernst. Das hat nicht mehr so no Kitsch und no Power Metal geschaut. Aber den Album war richtig geil und ich weiß den wirklich zu schätzen. Für allem den Interplay zwischen den schnelle Passagen, wo sie für Power Metal Karriere gespielt haben, an die wunderbare Stimme von Fabio Lione, wo eine Operette ähnlich Stimme mit wirklich barock ähnlichen Elementen gerne vermischt, und das war immer Schmackes und schon das immer appreciiert. An den Album hat mich wirklich geflasht, und ich lausche den haut nach den Ass. Ob all USB-Stick egal, für Auto, wo auch immer, mindestens den Album was drauf. Es gibt verschiedene Alben von hinten, wo ich wirklich höchste Schätze weiß. Aber da ist einfach den, wo mit dem alles so gefangen hat für mich. Und wie gesagt, da sind wir schon bei dem zweiten Album an dieser Emerald Sword Saga, wo sie Wesen hier Story zu developieren, aber dann auch mal flott war, weil damals hast du ja nicht so viel CDs oder Musik online gekauft, da hast du noch CD gekauft. Und nicht nur hier, und schon so allein effektiv, da sind ein paar von ihren Booklets, die ganz gut equipiert sind, mit einer Landkarte, wie die Welt aussieht, wo geht die Reise hin, mit den Lyrics, und das ist alles wirklich detailliert. Und das ist etwas, mit dem ich einfach immer etwas aufhängen, und ich habe mich auch gerne darauf verloren. Und wenn ich da gucke, was no Symphony of Enchanted Lands kommt, den 2000er Dawn of Victory, wo geprägt war von nach mich schnellen und vielleicht ein Tick meiner Orchestralisation, aber dafür
so méi schnell gespielt deelweis de famosen Holy Thunder Force schmengen Daylight wo derbause nolauustre wo Rhapsody oder wo Rhapsody of Fire Begriff ass die wüsse ganz genau wat frelede schmengen an die kennen noch Holy Thunder Force an da das bis haut nach vu mengen absolute Favoriten vun Dawn of Victory an ja 2001 das weitergegangen wieso war ganz fleißig jungen an se ginnt jo schon eng Zeitchen 2001 das zu dem Zeitpunkt eng EP rauskommt die Reign of 1000 Flames geheescht huet schmenge wieder her Titel vun den Alben oder vun der EPen da das schon epische Scheiß ne an dementsprechend krit den och bei hinnen zu bieten Reign of 1000 Flames war eng EP an ich musste aber auch betonen, dass eng EP war wo bald 40 Minuten lang war da das all net grad neicht weil die Lieder sind auch teilweise net so die kurz wat auch für Power Metal für den Zeitpunkt für Mch eng Dekuvert war gin Lieder wo gerne mal lieber 15 Minuten 16 Minuten rausgehen wo wirklich eng ganz Storyline erzählen mat Narration mat Leid wo erklären wat geschieht an we geschieht gëtt an Schlachten an das wunderschön für dat mans zu so an die famös Emerald Sword Saga die huet dun 2002 man Power of the Dragonflame huet die Saga opgehalen Power of the Dragonflame hun enke alles opgefu wat ze hatten se sind noch mi schnell an mi episch an mir rasant an mi expressiv gin an dem wat ze gemet hun an nun huet halt die Story die famos Emerald Sword Saga Story ass zu engem enkom et gouf kann ich schon bald so bisse wie ein Happy End. Et kann ich net effektiv mat engem Film vergleichen sie hun sich ganz gerne noch zu dem Zeitpunkt war dat effektiv kein Begriff mehr ich kann mich schon erinnern dass ganz viele Interviews oder dann Zeitschriften oder weiter immer war hun sie sich immer selber gerne als so Hollywood oder Symphonic Hollywood oder noch besser Symphonic Epic Hollywood Metal genannt weil dat war auch prinzipiell dat war net übertrieben war von genau dat wat ze gemet hun an dat tut doch wirklich wit falsch op da als Beschreibung gepasst für dat wat ze do gemet hun so an du war du no 2002 war Power of the Dragonflame fertig mat der Story du war mal 2 Jahre lang Paus du hättest natürlich auch bis Snaps gedoen an der Band ich meine wie Outband sie Leute die kommen sie Leute die gehen dat geheiert do so sie hat een ganz groß Toure mat Sonat Arctica mat Stratovarius bis 2002 oder bis 2004 sogar an dun kom dun 2004 fir dichcht kom mal eng EP raus wo de Dark Secret geheescht huet an du war schon bisssen Appppes opgefallen wat menggene Chano fir an allem fir de Luca Turilli opgefallen ass se hunn net opgehalen mat nach méi Orchestralisaioun nach méi episch nach méi hai nach mi do nach mi opulent an do huet bei mir schon ugefang bisssen ze so okay wieviel as gut a wieviel as zuviel an Schwetzen du vum Symphony of Enchanted Lands Part 2 The Dark Secret wo vum de kompletten Album wo dat Joer selber 2004 rauskommers de war wirklich geprecht vun nach méi Orchester nach méi Oper nach méi Narration war einfach alles wat ze schon hatten just nach méi dat eens Schweze zurückgeschraubt hun leider zu menggem enttäusche war Gitarparts an bisssen dat mi schnell Power Metal mees gespielt wéi mehret Demol zun Hämmervoll oder so kann tun dat war bisssen an de Schiet geroden zum Vierdeel natürlich fir den Album a fir de folgend Saga wo se sech do evaluiert hun fir Storyline draus zu machen wo mat dem Album do ugefangen huet hunn se sech mat an Boot geholl den kind andere wie de Christopher Lee ich mein de war Demos och schon 2 fir verschieden Deler ze narraten storymäßig gesehen fir die ganz Storyline eben weiter zu feieren an bisssen de Leiit tschend Lieder oder so während Lieder zu erläuteren wat da genau an dieser Story passiert an do war andere noch Lied op dem Album The Magic of the Wizard's Dream dat war ein bisschen wie Lust Lied wo wir sogar auch an engem Opernduett Mam Fabio Minimat gesungen huet an dat war schon starken Tuback wie Mann den echt 82 Jahre alles an ich mein die Mann Schauspieler an de kann so viel méi dat war schon phänomenal
mat dem Album par konnte auch mat dem Lied Unholy Warcry wat op dem Album drop war sind se an Top of the Pops kom, wat fir dem uns auch bisse bizarr war fir so eng Band an do sind se dann auch konnten bisse méi Opmerksamkeet an schmengen, da dass de jungen och net allzu gut bekommen. Sprachkontrolle effektiv vergessen zu so an dat das mengsch méi wie wichtig. Mam Ufang vun dieser naier Säger mat dem Album Symphony of Enchanted Lands Part 2 hunn sie och aus Trademark-Issues desideiert, dat se gingen den Numm von der Band ändern an dat se dann sech gingen vun Rhapsody an Rhapsody of Fire de verlosen, weil dat méi grandios an dat ging méi repräsentativ sinn fir dat wat ze machen. E geile Numm, persönlich gesehen, ich weiß nicht genau Detailer für was das so ein Shitstorm war damals, aber just für ein Detail zu gehen, nächsten Album, den 2 Jahre drauf, 2006 rausgekommen, Triumph or Agony, war ein 70-teiligen Orchester dabei, a Chor, wo vom Luca Turilli und Alex Staropoli begleitet ginas für den Album 4 Sachen zu schreiben. Und da das schon viel, ne? Also das normal stierflech Leiit die Musik lauschten, die könne vielleicht bisschen schwer mat funktionieren, weil sich nicht können vierstellen oder weil es einfach zu viel im Moment ist. Und das auch vielleicht ein Wort von mir persönlich wichtig als im Triumph for Agony Album. Den Album ist gut, mit das einfach zu viel. Ich meine, so viel Symphony of Enchanted Lands war, so mehr war Triumph for Agony an das ist wirklich konstant wie eng Steigerung, wo sich bis zu ihrer Ablesung oder zu ihrer Neuformation 2011 fix bemerkbar gemäht, okay, meine persönliche Meinung war, okay, das ist einfach zu viel. Und dann an den nächsten, wo nicht wirklich geholfen wird, natürlich, das war von ihren soi-disant Manager von der Zeit, ich meine, Joey DeMaio von Manowar, also auch nicht bekannt für Toleranz zu sein, und er hat auch extrem krass gepusht und so. Aber bon, das sind noch andere Sachen. Auf jeden Fall, als no Triumph or Agony, als nach 2 Alben kommen, dafür mehr NEP an dem ganzen Album. Da war für dich The Frozen Tears of Angels, wo 2010 rausgekommen ist, war ein Pause, ich meine, das ist ja auch nicht. Und das war sonst nicht wie ein kleiner Aufschnitt neu erzählt von dieser Dark Secret Saga. Und mit dem Aufschluss 2011, wo schon ein neue Gitarrist beikommen ist. Der Luca Turilli war zwar noch da, aber ich meine, du wusst aber schon jeder, wo die Reste hingeht. Mit From Chaos to Eternity, wo 2011 rausgekommen ist. Das war auch effektiv den letzten Album, wo den Luca Turilli drauf war. Und weil hier sich da irgendwie an Puste krut mit einem gewissen Herr Alex Staropoli hat 2 Lieder dafür geschrieben, mir nicht zum Teil auch schon bald nicht mehr drauf gespielt. Das war wie gesagt der letzte Album mit ihm. Dono habe ich persönlich gesehen ein bisschen Interesse verloren, weil es einfach zu viel war. Obwohl ich Power Metal gerne und immer gerne lausche, zum Beispiel sie an die echt Sachen. Ich kann mit der zweiten Saga, der famose Dark Secret Saga, nicht ganz viel aufhängen, weil es einfach zu opulent ist. Obwohl ich sie gerne noch progressiv und so Sachen lausche oder generell atmosphärische Sachen, aber das ist einfach zu viel. Auf jeden Fall, am 2013er, das war dann effektiv den ersten Album, wo rausgekommen ist, no diesem soi-disant Split, wo den Luca Turilli gegangen ist. Und das war auch den ersten Album, wo hier dann nicht da war. Es waren zwar noch einmal Lieder, die von ihm geschrieben wurden, aber den Roberto De Micheli hat hier noch gesagt auf der Gitarre, und er hat auch ganz viel zu füllen, weil den Luca Turilli war bekannt für seinen Spieler, da weiß, und das war schwer für den Platz zu füllen. Und ich meine, dem Mann hat leider recht auf dem letzten Album richtig bemerkbar gemäht, der für kurzem für ein paar Jahre rausgekommen ist. Und ja, auf jeden Fall hat durchgehalten, für das Mann zu suchen. Auf jeden Fall ist ein Dark Wings of Steel 2013 rausgekommen. Den als lerne ich mich gerne wie sonst nicht. Da war nicht ganz viel drauf, was mich vom Hocker geraubt hat, weil es sich am selben und derselben Idee weitergegangen ist. Und danach kam nach Into the Legend, das war auch
de letzten Album, wo de Fabio Lione, den Gesang, wo auch schon ewig dabei war zu dem Zeitpunkt, fortgegangen ist. Und das hat mich ein bisschen, ich will nicht so verwundert, hat mich nicht, also es war schon gewusst, dass nur im Depart von Luca Turilli, dass da irgendetwas am Busch ist und irgendetwas nicht richtig funktioniert. Wie du nur nach der Lione gegangen hast, da war so, okay, ich meine ganz, die Band da hat es gepackt. An den einzigen originalen Member, wo noch immer dabei ist, ist Alex Staropoli auf den Keyboards. Und das war es. Auf jeden Fall, den Album Into the Legend, das war auch so eine Sache. Ich meine, den Album schon aber erwartet und schon voller Hoffnung gehofft, dass es nicht unbedingt wie früher weitergeht, aber dass es einfach Rhapsody ist. Und nicht just Orchestralisation, und nicht just Opus an Hand. Es sind ein bisschen enttäuscht gehen, es war natürlich Poly drauf, wie auf all so Alben, kann ich nicht alles gerne. Und auf dem Album waren 2-3 Lieder drauf, die gut waren, und der Rest war so lala. Und du komm 2019 holt sich schon kein alles neu reformiert, das sind ein Bandmember gekommen, wir haben einen neuen Sänger gehabt, wir haben den nächsten, wie gesagt, nach da ist Alex Staropoli, wir haben den Giacomo Voli auf der Lead Vocals und der Roberto Micheli auf der Gitarre, wo noch einmal ein super gut Arbeitsstück gelegt hat. Nach immer, ich weiß ja nicht, wie es gemäht hat, weil zu dem Zeitpunkt war der Christopher Lee schon tot, meine ich. Der Christopher Lee hat auch verschiedene Passagen nach geschwärzt. Ich habe nur, dass es da irgendetwas geknischelt hat mit schon recorded Tracks von Demos oder so. Aber mit dem Album, den du von hinten kommst, The Eighth Mountain, haben sie dann probiert, eigentlich alles, also das Original Rhapsody ableben zu lassen, mit der Idee von einer Welt, kreieren. Und da sind sie dann mit den famosen, die Nephilim Empire Saga, haben sie sich dann evaluiert, wo da wahrscheinlich auch, und das steht auch effektiv vom Alex Staropoli, mit Hilfe vom Vocalist Giacomo Voli geschrieben ist, und wo sie auch noch immer dabei sind. Den Album hat mich ganz gut überrascht, muss ich sagen, weil das war ein kleiner Hoffnungsschimmer für, das ist so weit, es geht um Führung, es ist mehr Power Metal an meiner Symphonie, obwohl natürlich, es war noch immer Symphonie drauf und das werde doch bei ihnen immer gehen. Nur diesem Album, also dem Fong sonst nicht, wie weitergegangen. Mit Glory for Salvation aus 2021 steht effektiv letztes Jahr und schon den Album sehr vergessen gelöscht, weil den ist viel gelaufen. Als du den zweiten Album in dieser Saga rauskommt, auch nach immer mit derselben Besetzung, und wo sie an ihrer Story weiterführen. Dabei bemerkt, auch wenn Lohai vielleicht den aktuellen Stand von den Rhapsody of Fire abhält, muss ich dazu sagen, dass zum Zeitpunkt für Rhapsody am Anfang von 2000 und so, hatte Luca Turilli, weil den meine gerade den hat nicht besser verdient, den hat ganz viel Nebenprojekte, wo mindestens genauso wichtig waren, aber wo schmengen auch ein bisschen, ich will nicht so stolz sein, wo aber zum Teil beigedrungen und dass die Band Rhapsody of Fire oder Rhapsody oder wie auch immer noch heißt, weil da kommen noch nach verschiedene Fakten, dass das ein bisschen an die Kette gegangen ist. Und er hat eine mega krass Solo-Karriere. Er hat seine eigene Band gehabt, wo er 1999 bis 2006 3 Alben released hat. Er hat gemeint, er müsste so ein Elektropop-Album probieren mit Luca Turilli's Dream Quest von 2006. Das ist leicht mich gegangen, auch wie sonst nicht, weil das mich nicht wirklich interessiert. Par contre, und da also das ein bisschen mehr kontrovers, ein bisschen mehr cringe und den ganzen 2012, das ist Jahr nach seinem Depart von Rhapsody of Fire, hat er dezidiert, ne, ich behaupte mich drauf, ich nenne meine Band oder alles, was ich wieder gemacht habe, ist egal. Ich mache lo eine neue Band, die sich dann Luca Turilli's Rhapsody nennt. Ja, und das war ein bisschen, für mich war das extremst bizarr, weil ich meine, mir hab's komplett Neues. Und ich meine, so aus dem Album auch nicht gut angekommen, weil es den immer Tendenz gehabt, ich auch. Es ist für dich bei dir gegangen, und wenn ich da gewöhnlich bei hier gegangen sind, dann hier ist effektiv den, wo auch die Orchestralsachen und die Symphonie wirklich immer heisch geschaut wird und heisch umgesetzt wird.
da war immer Luca Turillis Rhapsody einfach zu krass am Sinn von so viel jetzt schon bei Rhapsody of Fire gouf so méi opulent an so méi irgendwo auch schon ball lächerlech Produktionen, weil se einfach zu viel Material hunn. Et sind 3 Alben do kommen oder 2 wie méi Ascending to Infinity, wo se en neue Sänger, wo man persönlich gut gut gefallen, aber das bin persönlich sehr. Ich mengen die Leute, die et sicher gern hatten, möchtet et wirklich eiskal gelos. Donno kom Prometheus Symphonia Ignis Divinus, schmengen den Titel seht genug wat do geschitt, ne? An du kom Apps natürlich wat och wat ich so bizarr von tun an irgendwo kann ich nur vollzählen, dass du willst ein bisschen Recognition von den Fans kreen, weil du sonst wahrscheinlich hinner gehst. Hier hue de bekannte Numm an de Sänger Demos de Fabio Lione, wo bis zum Into the Legend dabei war, huet auch gewissen Numm. So wat hun se gemet Summe gedo also einfach Turilli / Lione Rhapsody draus gemäht an naja, das ist zu viel. Ich weiß nicht, komm mal etwas Neues, komm mal ein neues Konzept an, das aber immer das selbe an. Da das leider manchmal auch eine Message, wo mit hinnen, das mit den vielen Aufspaltungen, wo das Band schon erlebt hat, da das manchmal der Faktor, wieso das ein bisschen an Vergiss nicht geraten. Was schön das, weil sie sind mit eng von den wichtigsten Bands, vor allem aus Italien, an generell für den Power Metal sind sie extremst wichtig, weil sie die ganzen Symphonie, die ganzen Symphonie-Elemente rabbro tun. Und ich fand es extremst wichtig, just ich persönlich mein Interesse und den vielen Aufzweigungen verloren. Ich weiß die Alben absolut zu schätzen, King of the Nordic Twilight von Luca Turilli oder The Infinite Wonders of Creation. An Prophet of the Last Eclipse sind richtig geile Albumen, mit Olaf Heyer und Gesang, richtig geile Stuff. Und das lebt noch immer über den Ruf. Ich muss sagen, wenn ihr zurückguckt, oder nicht zurückgucken, auf Rhapsody of Fire Ära, die echt 4 Alben, die von der Emerald Sword Saga, sind mir mega wichtig. Das kann ich absolut am Lauschtern. Aber wenn ich neue Sachen von ihnen will oder mir Rezentsachen, da ging ich effektiv bei die neue Konstellation von Rhapsody of Fire, wo lo last year mit Glory for Salvation ein neues Album rausbetört. Das als Rhapsody, so wie ich kenne, auch wenn sich wirklich aber irgendwo bemerkbar möchte, so der gewissen Touch, wo den Herr Luca Turilli mitbetört, der fehlt. Es ist so nicht, dass er muss gefüllt gehen. Es ist so just das Band als aktuell do ukommengenisch, wo se huet missen ukommen, fir kënne weiter zu existieren, an och fir weiterhin gut an heichreich qualitativ symphonischen Power Metal zu machen. Ich hoffe just, dass es an dem Rhythmus weitergeht, net nach 1000 anderen Bands sich muss nach Rhapsody oder Rhapsody of Water oder Rhapsody of Earth oder Hayando sich umnennen, da das ein bisschen lächerlich. Me ja, wat zu dir dabei sind? Ich meine, ich habe viel geschwart über Rhapsody, das ist eine Band, wo man wichtig ist. Vielleicht zu dir dabei auch ihre Perfverkehr beizudrohen. Ich denke, dass ich definitiv genug gesagt tun. Und ich schluss nicht auch dabei. Wie gesagt, ich kann nicht definitiv Rhapsody of Fire rekommandieren. Geht es lauschen auch alle seine Episoden, weil mir Hunde genug. Und ja, ich schluss nicht dann damit. Und es soll nicht mehr für nur lauschen. Und bis demnächst drin. Hi, bei Comedy.